guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Das ist der erste Morgen, den wir starten mit Worship und einem Gedanken und Beten von dieser Woche. Ich werde mit dir durchgehen, 5-mal. Montag bis Freitag werden wir zusammen anfangen, den Tag anfangen. Und wir haben uns überlegt, weil morgen kommt Luca Aprilia noch dazu. Ich freue mich besonders auf das. Wir haben uns überlegt, so Begriffe aus dem Hebräischen und aus dem Griechischen zu nehmen für Worship in der Bibel. Und wir werden da ein bisschen durchgehen und in die Tiefe graben, was das denn eigentlich heißt. Ich habe es mir extra gemütlich gemacht, habe mir einen Kaffee, in der Schweiz sagen wir Useklar, und habe mein Kamin angefeuert, und draußen ist noch die Weihnachtsbeleuchtung, die hängt bei mir ziemlich lange, weil ich finde, in der Schweiz und in Deutschland, wahrscheinlich auch Österreich, es ist einfach so lange kalt und grusig, und darum versuche ich alles Licht reinzuholen, das irgendwie reinzuholen ist. Yes, okay. Starten wir in den ersten Begriff. Der erste Begriff, den wir heute miteinander anschauen wollen, heißt proskuneo. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Aber das ist eigentlich so der griechische Begriff, der benutzt wird im Neuen Testament für Gott anzubeten, oder Worship, einer dieser Begriffe. Und er bedeutet sich niederwerfen, sich Gott nähern. Aber nicht so einfach nur niederwerfen wie wenn du einem König Huldigung erweist, wir werden gleich noch auf das zu sprechen kommen, sondern es ist viel tiefer. Ich möchte dir zuerst den Vers vorlesen in Johannes 4, Vers 23. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Okay, wenn wir den Begriff jetzt einfach so übersetzen, wie er gemeint war, bevor Jesus diesen Vers gesagt hat, dann ist es genau das, sich niederwerfen, sich Gott nähern. Man wirft sich nieder vor einem König und zollt ihm Respekt und sagt, hey, ich demütige mich vor dir. Wenn es aber zu Gott kommt, dann ist es auch ein Ausdruck von Intimität. Warum? Eigentlich kommt das Wort im Griechischen von sich nähern und küssen. Also hast dich genährt, du hast dich hingekniet und du hast die Hand des Königs genommen und geküsst. Jetzt, was ist hier der Link zum Vater? Jesus hat uns Gott gezeigt und erklärt, als er ist unser Vater. Gott ist ein Vater. Und das war ziemlich spektakulär, revolutionär für die Zuhörer von Jesus. Auch im Alten Testament wird Gott ab und zu als Vater gezeigt. Aber erst mit Jesus ist das wirklich das durchdringende Thema, das er immer wieder bringt, sagt, hey, wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr den Vater, ich bin den Weg zum Vater. Also Gott hat uns einen Weg gemacht, Jesus hat uns einen Weg geschaffen zum Vater hin. Und diese Intimität ist nicht mehr, oder diese Beziehung ist nicht mehr eine Beziehung von nur einem König und einem Knecht, sondern Jesus will dich und mich in eine Vater- und Sohn- oder Tochterschaft hineinführen. Und das ist das, was eben Anbetung oder auch dieses Wort proskuneo mit sich bringt. Der König wird hier von Jesus neu definiert oder neu offenbart, nämlich als ich bin ein Vater, nicht ein Regent, der über dein Leben bestimmt mit dem Zepter, du hast nichts zu sagen, sondern ich bin ein Vater. Also darfst du heute dem Vater begegnen, in diesem Mindset, dass er nicht dein König ist, der dich unterdrückt, sondern ein Vater, der dir die Hand entgegenstreckt. Und an einer Stelle wird das besonders deutlich, nämlich wo Jesus ihm unser Vater den Jüngern beibringt, wie sie beten sollen. Und der erste Satz ist, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und dann teach Jesus den Jüngern, wie sie beten sollen. Aber er beginnt mit, sprecht Gott an als unser Vater. Und genau diesen Song wollen wir heute auch singen, den unser Vater-Song. Und wenn du den singst, dann darfst du das heute so nehmen für dich, dass Gott ist dein Vater. Du sollst ihm mit Respekt, mit Demut begegnen, aber er wünscht sich Intimität mit dir. Und er ist ein guter Vater. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung war zu deinem Vater. Meine Beziehung zu meinem Vater ist gut, aber sie war nicht immer gleich gut. Und ich musste lernen, Gott von meinem Vater zu trennen. Ich musste lernen,
Gott ist der perfekte Vater. Der füllt alles aus, was ein irdischer Vater niemals ausfüllen wird oder konnte. Lass uns diesen Song reingehen. Du darfst dein Herz öffnen und Gott als Vater begegnen. Vater im Himmel, dein Name für immer, dein Königreich kommt, dein Wille geschieht. Du bist der Besorger, weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie du vergibst. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir, mehr von dir. Auch im Versuch bist du uns vor Augen. Du bist der Löser, ein Retter in da ist die Kraft und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir wollen von dir sehen. Oh, lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir, mehr von dir. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe, wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe, wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Oh, 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 wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Vater offenbarst, dass du uns zeigst, wie gut der Vater ist, wie schön dieses Herz des Vaters ist, das uns liebt, je und je geliebt hat und uns an sein Herz zieht. Und der Vater möchte dich heute in seine Gegenwart ziehen. Er möchte dir nah sein. Und ich glaube, dass Gott bei vielen von uns dieses altgebackene Bild von wer der Vater vielleicht ist, so ein strenger Papa, der ein bisschen melancholisch irgendwo sitzt und dich erinnert, was die Bibel alles sagt. Er möchte dir dieses Bild runterreißen und er möchte dir zeigen, wie gut es mit dir meint, wie erhaben er ist, aber auch wie mitfühlend, wie gut er es mit dir meint. Dieser Vater ist Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Sing das für dich. Wir glauben fest, wir glauben fest, wir glauben fest. Ich glaube fest, ich glaube fest,
glaube fest, mein Vater ist Liebe. Ich glaube fest, unser Vater ist Liebe. Yeah. Und mit diesem Gedanke schicke ich dich in den Tag. Und ich weiß, dass dieser Gedanke, dass der Vater gut ist, manchmal etwas auslöst, weil viele von uns beten vor allem zu Jesus. Weil von dem lesen wir so viele Geschichten, wie er mit den Menschen agiert hat. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du dich diesem Vater öffnest und dass du ihn suchst, dass du ihn ansprichst. Und mal guckst, was er für dich bereithält. Ohne Angst. Die Bibel sagt, wir dürfen zu ihm kommen und sagen, aber Vater, das heißt so viel wie Papa, hier bin ich. Was läuft heute? Geh so zum Vater und geh so in den Tag. Be blessed und wir sehen uns morgen für den zweiten Begriff.